Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Nee, nicht wirklich. Wir werden kurz ein bisschen über das Spiel quatschen, dann sprechen wir mal ein bisschen über Thomas Müllers Abschied und ein bisschen über die schönen Bilder, die wir gesehen haben. Ich will doch gar nicht so viel zum Spiel oder auch Spiel darauf eingehen, da irgendwas analysieren oder groß eine Benotung machen. Ich werde ein bisschen was sagen. Ich werde auch den einen oder anderen Spieler noch herausheben. Ansonsten denke ich, ist das Spiel heute mal zweitrangig. Wir waren Meister vorher. Haben das Spiel 2:0 gewonnen und damit ist der Bums auch durch. Ja? Bevor wir jetzt ein bisschen was reingehen zum Spiel und wenn ich dann ein bisschen was zum Abschied von Thomas sage und zu den schönen Bildern, die wir da doch gesehen haben, ja, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja? Ich habe auf jeden Fall heute ein paar Tränchen verdrücken müssen. Ja, aber gut, gehen wir erstmal aufs Spiel auf ein. 2:0 gewonnen, Gladbach hat Zieten reingestellt, hat aber nochmal schnell umgeschaltet. Ja, wie gesagt, ich will heute gar nicht groß in die Benotung gehen. Das Spiel war über weite Strecken sehr, sehr langweilig. Ja, es war absolutes Freundschaftsspielcharakter. Da war nichts irgendwie, was aber auch okay ist. Ja, alles ist gut. Gladbacher haben da nochmal ein bisschen Härte reingebracht, dann gerade gegen Michael Olise. Aber ansonsten hatte das schon sehr viel vom Freundschaftsspielcharakter. Und bei uns waren, ich sag's mal vorsichtig, viele Spieler nicht wirklich anwesend. Ja. Unser zentrales Mittelfeld war eine Katastrophe mit Kimmich und Goretzka. Da war kein Spielaufbau, kein schneller, da waren Löcher, hast du nicht gesehen. Alles gut. Soll ich die Rolle spielen? Heben wir die hervor, die gut waren. Das war heute Manuel Neuer, auf jeden Fall. Hat sehr, sehr starke Paraden gehabt. Ja. Wenn was vorne ging, ging es über Michael. Ja. Ich denke, wir haben heute nochmal gesehen, dass es sportlich Zeit wurde für Thomas Müller. Ja, das muss man einfach sagen. Sportlich. In dieser Mannschaft zumindest spielt er keine Rolle mehr. Man hat gesehen nach dem Spiel, wie wichtig Thomas Müller als Person, als Charakter ist für diese Mannschaft, ja, auch für diesen Verein. Das steht außer Frage, ja, das muss man ein bisschen trennen, das Sportliche und die Person, denke ich. That's all. Ja, viel mehr brauchen wir nicht sagen. Conny, da können wir vielleicht noch mal ein Wort zu sagen. Conny heute, wenn er in der Zentrale war, wir hatten letztens im Stream die Diskussion, Conny Leimer hat kein Bayern-Niveau. Alter, habt ihr heute mal gesehen, wo Conny Leimer in zentralem Mittelfeld war? Ja, vorne, was er da weggepresst hat, was er da gearbeitet hat, obwohl er eigentlich nicht auf dieser Position aufgestellt war. Wenn er aber mal in diesen Räumen war. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich würde es mir wünschen, wenn wir Conny Leimer in Zukunft auf dieser Position sehen würden in dieser Mannschaft. Da wäre er sehr wahrscheinlich Gold wert. Aber darum geht es hier jetzt heute nicht. Da können wir gerne am Montag 18 Uhr nochmal ein bisschen im Stream drüber quatschen. Ja, mehr möchte ich zum Spiel gar nicht sagen. Wir gucken auch keine Statistiken an oder sonst was. Wie gesagt, wir waren Sofameister. Da muss man sagen, das hat man am Anfang gemerkt. So die ganz, ganz großen Emotionen nach Abpfiff waren jetzt nicht da. Ja, das war ein bisschen schade. Auch die Stimmung im Stadion, muss ich sagen, dafür, dass wir Meister geworden oder als Meister in das Spiel gegangen sind und das Abschiedsspiel von Thomas Müller war schon sehr gedämpft. Ja, zumindest kam es am Fernseher so rüber. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch im Stadion war. Die Südkurve hat natürlich Feuer gegeben, wie immer. Aber ansonsten war es schon sehr gedämpft. Ja, die Choreo war ganz cool. War aber auch nur die Südkurve und der untere Bereich. Aber Choreo war gut. Ich gehe davon aus, dass Thomas Müller nochmal ein Abschiedsspiel bekommen wird. Ich denke mal, dann wird es nochmal ein bisschen emotionaler werden. Ansonsten, ja, nach Abpfiff war es irgendwie ein bisschen wild, oder? Ja, bis zur Schalenübergabe, dann war auf jeden Fall erstmal Chapeau an Manuel Neuer. Ganz großes Lob, ja. Dass er sich so zurückgenommen hat bei dieser Schalenübergabe, da Thomas Müller in den Vordergrund gestellt hat und als zweites dann auch Harry Kane und dann erstmal alle Spieler
für die es die erste Meisterschaft war. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, Manuel Neuer war heute ein guter Kapitän. Ja, und hat eine gute sportliche Leistung gebracht. Also heute gibt es nichts zu meckern über Manuel Neuer. Dann waren die Emotionen schon da, ja, aber man hat natürlich schon gemerkt, es ist was anderes, ja, als wären wir heute in diesem Spielmeister geworden. Dann wären viel, viel mehr Emotionen da gewesen. Nichtsdestotrotz habe ich die eine oder andere Träne verdrückt, gerade wenn du, ja, auch Thomas Müller bei der Schalenübergabe, Harry Kane, ja, da hast du schon gesehen. Auch Eric Dyer fand ich sehr, sehr stark. Conny Leimer, super sympathisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich dann ein bisschen wild fand, war Thomas Müllers Aktion bei den Fans. Ich fand das mega gut. Ja, ich fand das wirklich mega gut, dass er da in die Südkurve gegangen ist, das Trikot angezogen hat, die Meisterschale mitgenommen hat. Fand ich wirklich astrein. Ich fand es nur super wild, dass in der Zeit, so, ich meine, die Mannschaft ist Meister geworden. So, weiß der. Und die standen da rum wie die Ölgötzen. Ja, und weiß ich nicht. 10 Minuten, Viertelstunde, das hat der ganze Bums gedauert. Dann noch Thomas Müller seine Ansprache da. Ist natürlich schwierig, das alles unter Dach und Fach zu kriegen, aber danach haben wir ja dann noch Emotionen gesehen. Ja. Ich denke, Harry Kane wird den Lewandowski machen, mit dem, was er im Champions League Pokal gemacht hat. Ich denke, Harry Kane wird die Meisterschale heute nie mehr hergeben. Verdienterweise. Wie gesagt, das fand ich ein bisschen wild. Ja, das weiß ich nicht, das war irgendwie der verkehrte Rahmen. So, die Mannschaft stand im Hintergrund, stand auf dem Rasen und es ging nur um Thomas Müller bei den Fans. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen wild jetzt in diesem Rahmen so, ja. Aber ja, natürlich verständlich, ja. Also es wird sehr wahrscheinlich keinen Spieler mehr geben nee, in der Bundesliga wird es das nicht nochmal geben. Ja. Dafür sind die Zeiten einfach ganz, ganz andere, wo ganz, ganz andere Werte im Vordergrund stehen. Es wird keinen Spieler mehr geben, der 25 Jahre bei einem denselben Verein ist. Ja, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Man hat es dann gesehen, wie auch Thomas Müller diesen Verein versteht und kennt. Wie gesagt, so an sich die Aktion fand ich mega gut, dass er da mit den Fans am Feiern war. Ich fand es ein bisschen schwierig, dass dann so die anderen alle dahinter standen und ja, warten mussten, dass Thomas Müller fertig wird. So. Das war ein bisschen wild. Hat die Mannschaft aber nicht gestört. Ja, man hat es gesehen. Also, wenn ihr dann danach die Feierbilder gesehen habt, man hat einfach gesehen, dass es eine Mannschaft ist. Ja. Klar, im Erfolg immer, aber man hat das diese Saison gesehen. Ja. Das fand ich auch ganz gut, wie das der Lothar gesagt hat. Das ist ja auch 1:1, was ich gesagt habe. Das hat ein Vincent Kompany hinbekommen. Ja. Und darauf kann man mit Sicherheit aufbauen. Ja, wie gesagt, ich fand es dafür, dass wir dann Sofameister waren, war es dann doch noch recht emotionell. Ja, muss ich sagen, dann nachdem Müller fertig war mit seiner, warum Müller dann noch diesen Witz erzählt hat, fragt mich nicht, Leute. Ja, bin ich raus. Ja, war aber auf jeden Fall schön, war ein guter Rahmen dafür und wie gesagt, es war dann ja noch ein bisschen emotional, nachdem Thomas Müller da fertig war und die Feierlichkeiten dann losgingen, Bierdusche hinher. Gehört einfach dazu. Ja, ich finde es immer schön zu sehen, wie dann die erwachsenen Männer sich wie kleine Buben benehmen. Wohlverdient. Ja, ich denke, Harry Kane hat es auch genossen. Seine Bierduschen hat man ja auch gesehen mit dem Handy in der Hand. Sehr wild. Hat mich mega gefreut für viele, viele Leute in diesem Kader. Ja, die noch nie Meister geworden sind. Am besten erkennt man das als Harry Kane, wenn ihr das Bild euch anschaut, wo Harry Kane die Meisterschale hochreckt. Du siehst zu 110% am Jubel, für wen das die erste Meisterschaft war und für wen es die 5., 6., 10., 13. war, wie für Thomas Müller. Was aber auch fein ist. Ja. Ich fand es auch gut, was ein Neuer dann noch gesagt hat, und das ist ja auch mein Take gewesen zu dieser Saison. Natürlich angesprochen auf die Rolle, die Vincent Kompany gespielt hat, von wegen Mir Samir und eine Mannschaft und so. Aber halt auch, dass man natürlich auch in der Pflicht war und gekitzelt wurde. Ja, dadurch, dass man
ja, ohne Titel weggegangen ist. Ja, und das hat man auch dem einen oder anderen Spieler dann auch angemerkt in dieser Saison. Ne? Und vielleicht hat Manu auch diesen Kitzel jetzt mal gebraucht mit dem Urbich, weil Urbich hat starke Spiele gemacht. Ja? Und wenn Neuer jetzt schwächeln würde, dann würde da auch die Diskussion aufkommen. Da müssen wir uns nichts vormachen, oder? Und von daher, vielleicht hat Manu auch diesen Kick gebraucht, dass er mal ein bisschen mehr Konkurrenzdruck hat. Hat heute, wie gesagt, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, Das ist eigentlich alles, Leute. Ja, ich möchte hier gar nicht mehr zu sagen, aber ich wollte wenigstens ein kurzes Video machen. Ja. Verdienter Meister, freut mich für die Mannschaft, freut mich auch für Vinny, hat man auch gesehen, ja, wie stolz er ist auf die Jungs. Und man hat gesehen, dass es wirklich eine Mannschaft ist. Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Und natürlich, dass wir einen Dieb in dieser Mannschaft haben, dass da ein Vogel geklaut wurde aus dem Käfer, ist natürlich, oder ein Kakadu, ist natürlich wild. Aber er wurde ja auch nicht, wurde ja nur ausgeliehen. Ja. Nee, sehr schöner Rahmen für das, dass wir Sofameister geworden sind, fand ich völlig fein. Und ja, das Sportliche steht absolut gerade im Hintergrund. Ja. Die Jungs werden gefeiert haben, die werden jetzt weiter feiern und das völlig zu Recht, völlig verdient. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und ich denke, der eine oder andere, gerade wenn ich an so einen Harry Kane denke oder an so einen Michael Olise, obwohl der sich ja wirklich gegrämt hat, so, ja, okay, dann gib mal kurz her die Schale und wieder weg, ja. Schon wild, der Typ. Ich denke, der eine oder andere, wenn ich auch an so einen Conny Leimer denke und sowas, ich denke, die sind dann auch heiß drauf, das nochmal zu erleben. Ja. Und deswegen ist das nochmal ein schöner Nebeneffekt. Wie gesagt, wir schauen mal Montag, 18 Uhr, live auf Twitch, da schauen wir mal, dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer rein. Jetzt gerade, wie gesagt, ich habe es einfach mal genossen, die Jungs so zu sehen, die Mannschaft so zu sehen, das Team so zu sehen. Also nicht nur die Spieler, auch die Betreuer und alle, das war sehr schön. Auch Thomas Müller, ich denke, das war ein würdiger Rahmen, auch dass er dann dieses Alleinstellungsmerkmal hatte und da allein zu den Fans gegangen ist, nicht falsch verstehen. Ich fand es einfach nur ein bisschen wild. Ja. Aber wenn man seit der D-Jugend beim FC Bayern München ist, ja, das muss man sich mal vor. Wir reden jetzt nicht über Tuffertshausen, Alter, ja. Wir reden über einen Club, wer hat es ja selber gesagt, der in der obersten Riege spielt, ja, und er das alles miterlebt hat. Dann war das ein würdiger Rahmen, ja, dass dann auch da die Mannschaft mit einem Weltstar wie Harry Kane da eine Viertelstunde steht und darauf wartet, dass Thomas Müller mit seinen Feierlichkeiten und seiner Anrede fertig ist. Ja. Das muss man auch mal sagen. Also nicht falsch verstehen, ich fand es nur, es war irgendwie eine sehr weirde Situation in dem Moment so, weil ja, es war alles ruhig quasi. Ja, es ging nur Thomas Müller und nochmal, die ganze Mannschaft ist ja Meister geworden. Aber wie gesagt, wenn du 25 Jahre bei so einem Verein bist, die 13. deutsche Meisterschaft holst, völlig verdient. Ich denke, Müller wird noch ein bisschen brauchen, bis er alles realisiert, hat er auch selber gesagt. Und wenn man sich die Ansprache anschaut, wusste er auch nicht wirklich, ist viel gesprungen von da nach da und wusste nicht wirklich, hat wahrscheinlich 100.000 Gedanken im Kopf gehabt, ja. Was völlig menschlich ist und völlig normal ist. Man kann nur hoffen, dass man Thomas Müller einfängt, ja, je nachdem, was er jetzt macht, ob er aufhört oder. Es ist wichtig, dass man ihn einfängt und ihn in diesen Verein positioniert. Ja, ich denke, das ist super wichtig. Er wird uns eine Menge geben können. Ja, ich denke, das wird wichtig sein. Und damit beende ich den Bums jetzt auch hier, Leute. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ja, ihr wart genauso emotional, wie ich es war. Und genießt einfach, dass wir Meister sind. Ja, und wie gesagt, wir gehen da noch ein bisschen später in die Analyse rein, wenn die Saison durch ist. Und es wird auch wieder meine Benotung geben und mein Fazit zu jedem einzelnen Spieler dann wieder nach der Saison. Wir werden dann auch nochmal einen Talk-Stream machen. Zumindest werde ich da was anbieten, wenn wir sehen, wer sich da meldet und da Lust zu hat. Das machen wir auch nach der Saison, habe ich mir überlegt, weil dann sind 4 Wochen Pause bis zur Club-WM.
die ich auf jeden Fall im gleichen Rahmen begleiten werde wie bisher. Ich freue mich auf die Club-WM. Ich weiß, da bin ich einer der wenigen, es ist mir aber wurscht. Ich freue mich einfach mal über diesen Tellerrand der europäischen Vereinsmannschaften zu schauen und finde das gut, freue mich drauf und bin gespannt, ob wir da schon ein bisschen was ändern. Ich glaube, wir werden nicht so viel ändern, weil wir den Titel oder um den Titel spielen wollen. Ja, mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, alles Weitere würde ich einfach mal sagen. Montag 18 Uhr im Stream. Ich kann mal ganz kurz gucken, aber ich glaube nicht, dass heute irgendwie eine PK angesetzt ist, oder? Keine Ahnung. Sollte da irgendwas kommen, sollte da dann irgendwas kommen, wo es sich auch lohnt, was irgendwie ein bisschen länger sein sollte, dann werde ich da gerne morgen darauf nochmal eine Reaction machen, aber nicht mehr heute. Heute genieße ich einfach mal die Bilder, was ich gesehen habe und ja, lass das auch mal ein bisschen sagen. Ja, ich denke, es ist auch für uns Fans, auch wenn man immer viel Thomas Müller vielleicht kritisiert, sportlich, was man zurecht getan hat die letzten 2, 3 Jahre, nochmal, ich glaube, das wird es nicht mehr geben jetzt in dem Ausmaß, wie heute der Fußball strukturiert ist. Es wird es nicht mehr geben, dass ein Spieler von der D-Jugend an 25 Jahre bei einem und denselben Verein spielt. Erst recht nicht bei einem Verein, der dauerhaft Champions League spielt. Ja, vielleicht bei irgendwas Mittelmäßigen, da geht das vielleicht noch. Aber auf diesem Niveau, das musst du erstmal schaffen. Ja. Bei aller Kritik, die man mit Sicherheit äußern kann an Thomas Müller und wo man mit Sicherheit auch in Frage stellen kann, haben wir auch schon öfters getan. Dass man sagt, ja, natürlich, ihm geht es auch um Kohle, nicht nur um den Verein. Auf der anderen Seite, wenn man die Bilder heute gesehen hat, denke ich schon, dass ihm der Verein auf jeden Fall am Herzen liegt. Ja. Und natürlich, es ist einfach viel Geld in diesem Fußballbusiness, um das vielleicht nochmal kurz rund zu machen. Und ja, dann ist die Frage, warum sollte ein Thomas Müller dann sagen, pass mal auf, hier, der verdient so und so viel, warum soll ich jetzt weniger verdienen? Es ist einfach so viel Kohle im Umlauf, ja, das muss man mal sagen. Es ist ein bisschen schade, dass Thomas Müller den Absprung ein bisschen verpasst hatte, ja, mit vom Sportlichen her, ja, ich fand es ein bisschen wild, dass er jetzt noch quasi im zweiten Jahr nur noch Ersatzspieler war, es war ein bisschen schade. War auch schade, dass er heute nicht noch eine Bude gemacht hat, ich hätte es ihm gegönnt, ja, das wäre nochmal ein besonderer Moment gewesen. Aber er verabschiedet sich mit einer Meisterschaft, auch wenn er da wenig zu beigetragen hat, wenn wir ehrlich sind, sportlich. Aber ich denke, menschlich und in der Kabine, auch wenn man alles so hört und wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft interagiert mit ihm und so weiter, denke ich, hat er da viel, viel zu beigetragen und es wird uns sehr wahrscheinlich sehr fehlen. Und wir werden es wahrscheinlich auch erst richtig merken, wenn er nicht mehr da ist. Ja. Weil alles, was man so von außen mitgekriegt hat, war er auch immer einer, der unbekümmert war, die jungen Spieler unterstützt hat und in diese Mannschaft versucht hat zu integrieren. Ja, und das ist natürlich auch ein Faktor. Von daher sage ich ja, man würde gut daran tun, wenn man Thomas Müller frühzeitig in den Verein wieder mit einbindet und ihn da in gewissen Positionen ja einbinden kann und halten kann. Ne? Gut, das war's, Leute. Genießt einfach mal diese Saison, ja, auch wenn die Rückrunde sportlich nicht perfekt war, genießt es trotzdem einfach mal, dass wieder eine Mannschaft auf dem Feld stand. Ja, und das haben Ancelotti, Kovac, Nagelsmann, Tuchel, all diese Trainer haben das nicht hinbekommen. Ja, das hat ein Vincent Kompany hinbekommen. Es gibt mit Sicherheit viel zu kritisieren. Was heißt viel? Es gibt mit Sicherheit Sachen, die man kritisieren kann an Vinny, aber nee, nicht in diesem Moment. Und wenn man auf die ganze Saison schaut, haben wir im letzten Stream schon besprochen. Nee, sehe ich persönlich das auch nicht. Ja, also wir müssen mal gucken, wo wir hergekommen sind und guckt euch mal an, was für eine Saison wir gespielt haben. Man kann nicht jedes Spiel, weiß ich nicht,
da, wo wir herkommen, nicht. Ja, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, da, wo wir herkommen. Ja, bei dem Fußball, wo wir herkommen, was wir dann jetzt bis jetzt schon umgesetzt haben unter Vinny. Ich sag euch, gebt dem Vinny mal jetzt die 1, 2 Jahre. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon reicht, für dass man ernsthaft in der Champions League angreifen kann. Wenn Kimmich da weiterhin das Zepter im zentralen Mittelfeld hält, glaube ich persönlich das nicht. Aber vielleicht überrascht uns ja auch ein Vinny und er sieht den Kimmich dann auch als Rechtsverteidiger oder sonst was. Aber ich verquatsche mich schon wieder, das geht in ganz wilde Richtungen. Das sind Themen für einen Stream und für ein Saisonfazit und für einen Stream, wo wir dann ein bisschen über die Saison quatschen werden. Das ist Zukunftsmusik. Jetzt genießt einfach, dass wir Deutscher Meister sind, wie die Jungs gefeiert haben. Auch die Emotionen bei Müllers Abschied und in diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.